Guten Morgen. Heute jeder einem sehr willkommen hier von dir. Was immer ich dann sagen konnte, tau nicht, aber in Jesus Namen sind wir alle willkommen hier von dir. Mein Gebet ist für die nächsten 40 Minuten oder so, dass wir keine Mut finden, Mut kriegen, um an den Kampf von dem Leben mutig, verweichen können und mit Mut kämpfen. Die Jahre 3, sind even eenmaal da Jahre 3, dann fällt ich mir manchmal mehr Schlag für deine, was davon utwärtig würden kommen, und dann sie mussten anfangen mit sich ein bisschen entschuldigen, dass sie nicht besser Englisch können. Und vielmal hat mir das dann bloß so gegangen, dort bloß mit dort, was ich kann. Und von daher hat mir das ein klein bisschen so start mit mein Deutscher. Ich sehe ganz Deutscher in Mexiko geboren, aber als wir 13 Jahre werden sie hier angetragen und ich war an, dort meine Wörter von der Bibel, dort ist sehr auf Englisch. Und mir wird ein bisschen zu laut beigefallen, aber ich weiß nicht, ich hatte immer vielleicht so Frauen für Nudels ab zu Frühstück, vielleicht wir dort gehalten haben. Aber wenn ich einmal in Englisch das Wort brauche, hoffentlich kann ich das so klar sein, dass ich das gerade nicht Deutsch hielt. Ich würde gleich anfangen mit einer Geschichte, was mir erst vertalt worden, viele Jahre drin. Ich weiß nicht, ob es so ist oder ob es bloß eine Geschichte ist. Aber das ist die Geschichte von einem Farmer. Der fährt lang im Weg und er wird an, dass er hat einen Flat Tire. Und er will dann bei sich seine Raf umswitchen, frische Tire anmelden. Aber er wird an, dass er nicht einen Jack mit. Er kann den dort nicht abjacken, was er fehlt, um seinen Tire changen. So er weiß nicht mehr, was er tun will, aber er sieht, dass er ein ängstlicher auf ist. Ein anderer Farmer, er muss ein ängstlicher gehen, aber er wird seine Stelle am uthalten und einen Jack geben. Damit er kann seinen Tire changen. So er ist auf dem Weg und beim Durchgehen, dann fängt er an zu denken. Kennt das Farmer nicht so gut, er weiß nicht, was von morgen dort ist. Am Sitzer, das ist ein großer Farmer, was sich probably nur einen Beruf tun. Vielleicht würde er am Verhalt nicht mehr wollen, was liegen. Vielleicht hast du Jack, vielleicht vertraut er am den nicht. Vielleicht wird er nur nicht barmherzig sein zu ihm. Und so dort gehen seine Gedanken, meinen wieder, gehen wieder. Und dann kommt er bei dem Farmer und dann fragt die Farmer, wo kann ich die halten? Er sagt nicht wieder aus, ich kann ihn weiten mit ihm, Jack, mir fehlt der Ende wen schon den. Somehow hat er sich loten was anbilden in seinem Kopf und er hat eine lange Spazier gehabt an sich selbst und er hat sich das deutlich gemerkt, dass das Farmer würde an den Jack nicht lehen wollen. Und so alles, was er ihnen sagt, dass ich kann ihn weiten, ich will mich selbst weiten. Wenn wir mal wirklich honest sein mit uns selbst, das ist sehr viel so eine Geschichte, was wir uns an uns Kopf vertellen. Ich habe die Message von der getitelt, Sieg im Leben braucht Sieg über die Gedanken. Wenn du von der in Christ bist und du checkst nur dein Leben und du wirst gleichen, wenn dort auch wieder wir mit dient. Und du stehst hier und dort ist dein Ziel. Ich wirst gleich nur hier besser sein, du besser sein, nicht ganz so viel doll sein, nicht ganz so viel eidoldig sein, nicht ganz dort. Dann stelle ich mir so vor, dass somewhere in meine Gedanken, somewhere in deine Gedanken, sind wir nicht ganz siegreich. Sich in christliches Leben, das hängt nicht an unsere Umstände, das hängt nicht an unsere Familie, das hängt nicht an, wie hoch, wie viele wir sind angeschrieben
en de begegningheid, waar we zijn, dat heeft niet meer te doen met wat we in het, wat hangen aan ons, wat we tiane tijd gedaan hebben. Dat heeft niet meer te doen met de dingen wat we gedaan hebben, of niet gedaan hebben. Dat heeft meer te doen met hoe onze gedanken zijn. Tim, des gedanken met alle doorbrengen, Jank had mij teruggaan naar aanvangs van onze Bibel. We worden vandaag en twee schriftsteden bij zijn. En die zijn beide in Mose, 1 Mose kapitel 3, vers 1 tot 7. En dan later waar we nog naar 4 Mose 13 gaan. Maar hier hebben we, je zijn alle bekend met de Geschichte van wo Adam en Eva zijn. Ze zijn erschaffen worden. En God heeft een ferner Garten gemaakt. En nu zullen ze daarbij schaffen. En zo, we worden chansen zijn, de circumstances, of de omgeving waar ze zijn, die is absolutely perfect. Er fehlt niks. Ze zijn in paradise. De gemeenschap met God is door. God die kämpft en die jaagt met een taub. Al de dingen wat ontfehlt, die gaan ze door. De Garten is door. Ze hebben keine Familie oder keine Nobers, über wat ze zich steren maken. Dat is bloß alle ganz perfect. Aber krijg in deze perfect steed, daar vingen we ook nog dus een slang. En ik word het de eerste 7 vers hier lezen van 1 Mose kapitel 3. Now, the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig trees together and made themselves coverings. Nou, deze slang, die komt niet naar Eva en zegt, eet de vrucht, eet de vrucht, eet de vrucht. Nou, zij hadden een andere weg van, de slang die had een andere weg van, nu Eve kom. De slang kom, of de vien kom naar haar en zij deed doubt, of twijfel. En Eva je dankesleven aanbrengen. En er zijn 2 dingen wat hij haar maakt in twijfelen. Het eerste ding weer, ze zal zich zelf twijfelen. Heeft God werkelijk gezegd? Heeft God werkelijk gezegd? Is dat werkelijk zo? Hast du recht verstaan? Weet du nou dat God gezegd heeft dat je zal niet van dit eten? En het tweede ding is, hij wil gaan dat zij zal twijfelen als God werkelijk goed weer. Hij stelt het zo tot voor, nou, dat is gleich zo dat je worden sterven, wanneer je van deze vrucht eten. Dat is God, die houdt van tree van je. Die wil niet gaan dat je zal alles beleven wat er te beleven gaat. Je zal het niet ganz zo schijn gaan als het kan. En God houdt tree van je. Hij houdt wat tree van die. Hij heeft niet het beste voor die im zijn. God is niet rein ganz goed. Nou, we weten niet nou, hoe lang dat is geweest. We weten de eerste 6 dagen, dat God de wereld erschaffen. Dan weer zondag. En dan weer een dag, of ik guess de 7e dag, dan deed God resten.
En leg einmal, dann haben wir vielleicht so zu holen, dass beim ersten Kaffeebreak und montags morgens dann ist das alle geworden. Und das kann auch sein. Aber das kann auch sein, dass der Feind es immer weiter gekommen. Er ist vielleicht bloß einmal gekommen und haftet und das Sod von Zweifel und einfach Kappen geplant. Und dass jeder Tag ist einfach erst vorbeigegangen bei den Baum und hat die Hand gecheckt, dann hast du da weiter angedacht. Hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich gut? Hält er was treu von mir? Wir weiten ihn nicht krieg, wo das ist was, aber wir weiten, dass sein Name. En zij gaf Mann, en dat bracht de Jessel je dood op eind. En dat vandaar was morgens wonder ik, wat van de gedanken laat wie den Feind in ons kop planten. Tem dit nog een beetje klarer merken, dan werden we nu onze tweede schriftstück gaan, en 4 Mose, kapitel 13. Dat is waar de Israëlieten about 2 Werk auf sind, as far as gehen, das wird noch about 2 Werk dienen, but sie werden finally and Canaan gehen können. Das Land, was Gott all so viele Jahre versprochen hat. Und die Israeliten sind das Jahr dort, sie sind hier so steht nu, sehr viel durchgegangen, sehr viel belebt haben sie mit Gott. Sie sind losgekauft worden von den Ägypter. Da die 10 Plagues, was passieren, wir bloß so viel, was passiert. Gott seine Hand wieder alle wegen, nur 450 Jahre erbaut. Nun werden sie finally mal los von den Ägypter. Und dann kommen sie bei das Meer, und du hast Gott einen wunderbaren Weg von durch das Meer bringen. Sie kriegen rein jeder Tag Brot von Himmel. Sie dürfen bis morgens abstehen, saß der oder weg, sie nehmen sich das Manna taub und sie können du was von merken, zum dort sie eten haben. Sie sind über dem Meid von bloß Manna eten. Und so, sie frauen, sie complainen, und dann frauen sie nur Fleisch. Und Gott gibt ihnen Fleisch. So viel Fleisch sagt es, dass Gott sagt ihnen, was das aus der Nase raussteigen. Und was das wahrlich worden. Und Gott gibt ihnen Fleisch. Sie haben Wutter, was da aus dem Stein rauskommt. Und das lässt sich so vernehmen, wenn es von Port von den Journey, dann kommt der Endhänger an, der Stein. Sie kriegen eine Wolk durch den Tag, was einen Schatten gibt. Wenn wir mal als eine Wüste was, wir weiten dort, dass eine Wüste ist, immer Tag sehr fern warm. Und sie kriegen eine Cloud Cover, das protectiert von der Sonne. Sie kriegen die Wolke, das ist über dem 4 der Nacht, die können warm halten. Aber dort bei der Staub, das ist ein GPS-System von Gott, nicht? Sie dürfen dort bloß herangehen. Wenn die Wolke, das 4 da ist, dann weiter sie. Nicht sollen sie hier sein. Wenn dort anfangen zu moven, dann weiter sie. Nicht erst die Zeit, dass wir wieder gehen. Und wo sie gehen sollen, das wird alle gegeben. Sie haben sehr klare Begegnungen mit Gott. Er kommt nu Mount Sinai, er gibt ihnen die 10 Gebote, sagt ihnen, wo sie leben sollen. Er gibt ihnen Blueprints von wo Tabernakel gebaut soll werden. Und als der erste gebaut ist, dann kommt Gott und er wohnt in die Holy of Holies am Tabernakel mit einem Taub. Oder du so Stadtwings. Sie haben sich gehört über ihre physical enemies. Krieg gehört, sie haben sich gekriegt über dort. Sie hatten Versprechen von einem besseren Land. Sie sind ganz dicht bei. Sie sind, aber, so ich sehe, 2 Werk auf, von dort sie wollen an das Land nennen können. Und dann sagt Gott zu Moses, dass er soll sich 12 Männer auswählen. Und
Männer sind, was der Leiders sind in ihrer Familie. So von jeder Stamm, von Jakob seine Jungs, dat Moses sich 12 Leiders, ongezinde, beständige Männer lesen. Und die sollen, und dann checkt die auf, und das Land nennen, wo sie nennen wollen, und sie sollen das tun in Segen. Hij sagt te een, ze zullen uitvingen, als dat land goed het land is. Ze zullen uitvingen, zijn er veel bomen, is er bosch, is er niet bosch, wat van land waar we bald nemen gaan? Zijn die staten, waar je komt, zijn die bloos een opene stap, of hand die gescheiden weinrammen, wo groot wat ons komt zijn, wanneer we dat land aannemen willen? Wat zijn die Menschen, was für eine Menschen sind dort? Sind dort starke Menschen, schwache Menschen? Und dann, Talat sagt auch noch, sie sollen eine Frucht bringen von das Land. Wenn das ist die Zeit von Weindrüben, die erste Weindrüben. Und so, die 12 Männer sind auf dem Weg, und sie sich das Land vernehmen, die sind 40 Tage weg, und dann kommen sie 3. Und so, wir waren nu in 4. Mose, Kapitel 13, in Vers 27, weil ich anfange. Sie sind nu 3. Sie haben gekommen, sie haben eine Weindrübe mitgenommen, das hat 2 Männer mitgebracht, das hat 2 Männer gebracht, um die Drauen. Und so hier in Vers 27 sagt es steht, Then they told him and said, We went to the land where you sent us. That is to Moses, what he saying. It truly flows with milk and honey. And this is its fruit. Wie hand dat zou je vangen? Dat is werkelijk zoals God het gezegd heeft. Dat is een zeer rijke land. Dat wordt niet uit te beter gaan. Vers 28. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Enoch there, the Amalekites. Dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains, the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession, for we will be able to overcome it. But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak, came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Nou hier in vers 33 is wo ek staan blijf. Dit eerste part van vers 33, dat maakt me sens. Zij hadden deze riesen gezien. De Anaks, dat is in het Oude Testament, dat is kind of de measurement. De moed van wanneer het een riesen is en wanneer het niet een is. En zo, zij hadden een riesen gezien, een zeer grote mensen. Zeer grote mensen hadden zij gezien. En zij, als zij die gezien hadden, zij als de Juden hadden zich als grasshoppers voor die geveld. En dat maakt me sens. Van zij nu aan plan om in het land te gaan en dat aan te nemen. En dat zij die grote mannen die gezien hebben, ze hebben zich in een ander aangecheckt en gezien dat we zijn veel charter als die. Zij hebben zich zo als grasshoppers voor jaren geveld. Maar dan is het de tweede part hier. En so we were in their sight. En zo wie we ook in ere gedanken. Wie hadden dat gezegd? Wie hadden dat gezegd? Dat en jane ere u waren zij ook grasshoppers. China. Ze hadden met China gereed. De Bibel zegt hier nog niet dat zij wohl met wem gereed hebben. Somewhere op een weg naar huis hebben zij de grote rieses in haar kop gehad. Zij hebben
behouden, hoe klein sie sich gefällt haben für das große Riese. Und sie haben sich deutlich gemerkt, die Enemy hat so den Kopf geplant, was sagt, sie kriegt es jeden Fälle, dort ist Jan auch mal von Jund holen. Und als sie sind nach Hause gegangen, Tränen Moses gegangen, dann haben sie sich dort deutlich gemerkt, ach, das wird nicht schaffen. All die Wunder, was sie belebt haben, sie haben von dort verjeten. Und nu kommen sie terug, nu geven ze een bereich auf, yes, dat is een gouden land. Yes, dat is de beter, dat is bloß Christus, Gott, dat is ganz dichtbij. Aber wir wollen dat nicht kriegen. Wir wollen dat nicht kriegen. Warum nicht? Wegen jene Menschen ihre sind wie als Großhappers. In der Stadt mögen sie die ganze Versammlung sehr twiefelig und die Menschen fangen an zu complainen, das nächste Kapitel. Sie wollen eine frische Lehre haben, sie wollen drei nur das alte Leben gehen, drei nur Ägypten gehen, weil Gott hat es nicht ganz sicherlich verloren. Sie wussten dort, sie haben dort Promised Land, dort haben sie gesehen, dort wird er. Was Gott gesagt hat, was wird sein, dort wird er. Sie werden da actually gewas. Sie haben actually Frucht von dort, mit, dort wir gutes Land. Sie wussten dort, dass Gott wir mit an gewas, aber dann, und hat durch alles gebracht. But somehow, wir sind nicht convinced, dass Gott es nicht wird halten. Dass Gott nicht mit wir. Und sie leiten sich den Mut alle wegnehmen. Wenn ich an Adam und Eva denke, wenn ich an diese 10 Männer besonders hier denke, dann steigt mir die Frau ab. Was für eine Gedanken gehen uns durch den Kopf? Was für eine Gedanken lassen ich und du uns mit anwackeln? Und merken uns alle Hunde deutlich. Gedanken von, ich sehe nicht gut genug. Gedanken von, ich sehe nicht klug genug. Gedanken von, ich kann nicht die Guven, was es fehlt, zum dit oder dort oder jant tun. Gedanken von, mir seht es nicht schmack genug. Gedanken von, keiner gleich mir. Gedanken von, ich sehe ganz allein in das Leben. Keiner weit, weil es even nicht schwierig für mich geht. Ich sehe ganz allein. Gedanken von, wenn ich will was sein, was gesagt haben, Menschen können mich nicht verstehen. Oder was bloß alle verdreht. Ich will bloß mal ganz abhören mit was sein. Gedanken von, Gott hielt selbst wem seine Gebete, aber meine Data nicht. Gedanken von, diese Temptation ist so groß. Diese Versuchung ist so groß. Mein Leben wird bloß einfach leichter sein, wenn ich diese Sinn bloß mal tun. Vielleicht hast du einen Sinn, wo du lang hast, wollt sich evakuieren. Best bottom abgeben. Ich kann es bloß nicht vollbringen. Ich werde auch bloß machen mit diesem Sinn in mein Leben. Immer wahre Leben. Gedanken von, mein Leben wird auch so viel besser sein, wenn ich mal abgebe, Raum zu geben, wo andere Menschen dort geht. Es sind so viele Probleme in das Leben, so viele Probleme, was andere Menschen durchgehen. Und einer kann sich immer waren, immer Druck merken mit anderen Menschen ihre Probleme. Helpt ein wenig. Ich will bloß mal abhören mit mir am Traum geben, wo mit Bruder, mit Schwester dort geht. Vielleicht hast du Gedanken von, ich habe für so viele Jahre versucht. Ich habe das getan, ich habe dort getan. Aber ich habe nicht einen großen Unterschied gemerkt. Vielleicht hast du es dann besser, wenn ich nicht mehr was tue. Vielleicht hast du Gedanken von, mein Leben wird besser sein,
wanneer ik andere kinderen had. Of een kinderen had. Mijn leven wordt vielleicht beter zijn, wanneer ik een andere partner had. Oder wanneer ik een partner had. Aan de andere zijde, vielleicht hast du Gedanken van, ik heb schwer geschafft, ik zie gezegend en mij treft het. Want andere mensen ook mal zo goed deiden als ik deed, dan wordt dat ook in gezegend het leven gaan. Gedanken van, ik kan beter, ik verstoor het beter, als das wäre het dat. Oder irgendwas wat ik niet abgenannt heb. Wat van Gedanken plant zoten in die kop van jou? Hast du am Ruhm gegeven? Vielleicht denken wir so, oh, das ist bloß ein Gedanke. Das ist bloß einmal durch, dann ist es weg. Maar weet je vindt dat je even niet om drama, som dat wat een stund dieren, een dag dieren, een week dieren, een maand dieren, een jaar, 40 jaar. Je hebt niet om drama, hoe lang hem dat dieren wordt. Zolang als hij den kom van die kop kan gewinnen, dan heeft hij die leven. Nou, some van ons worden vielleicht denken, dat is mijn leven. Ik zie in dit gedankenstil ben en ik kon er niet uit. Is er hoopning? Absoluut, er is hoopning en ik vrees me dat u die vrouw has. Die hoopning is ving wie in Jezus Christus. Wanneer we nu 1 Korinther 15, 57 denken, draaien dan. 1 Korinther 15, 57, da sagt het so sit. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ver wie Jezus in ons leven hand, en dat is werkelijk möglich, dat wie handjes in de mensen staat in onze maat. Ver wie Jezus in ons leven hand, dan is dat promised land. Die Sieg, die wordt immer weit aufbleiben. Was denn vielleicht sein kann, was ihm sein kann in someone else sein Leben. Kostet sein, das haft du geändert. Aber für die ist die Sieg nicht möglich, solange du nicht Jesus hast. Jesus kam, dem den Soten sein Kopf, 3, wann wir es die Wiederwellen brocken, was er dann 1. Mose Kapitel 3 von brocken dat. Jesus kam, dem die Schlange Kopf verquatschen. Ganz wegnehmen. Hij nam all die bullets in onze stad. Hij heeft een weg gemerkt. En Johannes zegt, du hast geen andere weg als durch mij. Jezus, ik zie de weg, ik zie het leven. Ohne mij tel je dat gleich. Ohne mij zeg je niet wat. Ik zie zeer verten surprised, dat wanneer einer met Christen te doen hat, die kennen aan de zondagsmorgens zeer veel van den grote God reden en dat beamen, maar wanneer het eerst bij maandag komt, dan is die God op eenmaal niet zo groot als die zondag weer. En zie man Jezus in ons hart leven, dat hij woont door meer als plus am zondagsmorgens. Hij woont door aan maandag. Dinsdag, maandag, jeder dag van de week woont hij door en hij heeft kracht dat we kunnen zeker over ons gedankens leven. Van de 12 mannen wat door naar dat land ging, waren bloß 2 mannen wat er terugkwam en die hadden niet vergeten van God, wat God gedaan had. Zij komen terug en op een weg terug, ik sta me zo ver, die mannen hadden zich ingehouden. En allemaal waren, als dat een erkapje was, zij hadden behouden wat God al voor hen gedaan heeft. En door met hadden ze vollet toevertrouwen dat God wat en hier ook houden. Caleb en Joshua komen terug en die gaven een andere bereik. En wegen zij God geloven deden, waren families safe. En God brukt het en maakt je weg, groter weg.
en die toekomst van de history van de Israelites door. En zo de eerste war ich, sehr simpel war ich, zum sich an ans Gedankensleben als Jesus. Und dort wird es nicht schaffen. Hij kommt, den zoeten zijn kop verquatschen. Oh ja, dat kost. Zoeten haben sehr teuerheid. Dat kriegt dat wir nicht wat leichtet. Aber hij nam dort, wat er really für mich und für die wir. De tweede ding, wat we kunnen doen, is de gedankes, wanneer een kop komen, to identify them. Dat meint, ten vrouwen, van hoe komt dit gedanken? En wanneer niet van God komt, niet van zijn woord komt, dan bingen we den gedanken. Zie, wanneer een gedanken van zoeten komt, dat er zijn bloos irgendwer wat gebongen worden. Either du oder die zoeten, die gedanken. Irgendwer wordt gebongen worden. En zo, wanneer het niet van God komt, dan werden we dat schwind bing en Jezus zien noemen. Dan de gedanken wat mij aankomt, waar ik mij aan druk met merk. Land die op met de Bijbel, stemt het met de schrift. Hiet ik dat nou, de stem van een gouden schubswoord. Hiet ik dat nu die stem. Wanneer het niet dat, dan werden we die bing. We remind van de vers wat we in 2 Korinther 10, vers 3 tot 5 ving. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. And it laats to put, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Als we in Thailand wonen, als we van het eerste, we zijn in 3 verschillende huizen wat we erbij wonen, als we van het eerste huis naar het tweede huis moven, dan hadden we al een contract gemaakt en we werden right om aantreffen. We hadden een aantrek, we hadden een deposit al door naar de landlord gegeven. En aber we een ding wat ons nog zeer troubled. En dat we dat ferm huis, er stond een grote afgat, een grote afgat. En dat is zeer wichtig bij de boeddhistische mensen, dat huis wat zij voor haar afgat brengen, dat is zeer heilig. En dat gaat niet goed zo leicht te moven. Maar ik had al de contract gesigned en ik had een deposit gegeven. En maar mij weer den afgat, dat huis wat zij voor den afgat hadden, weer mij een stich. En dat weer de ganz schmackste, grootste huisje in de neighborhood. En zo ik weer ganz entscheiden dat wordt ons niemals wat botheren. Because gerade is die wat aan die is die wat aan de wereld is. Wegen dat wordt ons dat niet botheren. Maar wanneer God ons zegenen wordt, ik wil gaan dat die nu beschrammen mij. Rein alle, dat die dat willen weten. Dat had niet met het huis te doen. Dat had met te doen dat we deiden in God serven. En zo ik wist dat, wanneer we in dit huis wonen willen, dan wordt dit huis gemoved. En zo ik leerde tot de landlord van, no, geen weg, no, dat we niet blijven. Oké, zeg ik, dat is dan goed. Je kost dat deposit aan. En dan we worden ons dan een ander huis zien. En dan, ja, wat dem, durch al dat, dan zei ze, nou, dat doet dat plus weg, wanneer ik niet ram zie. En we moveden dat wieder. Zie, du weer something wat zoeten wat haar kunt, en gedanken plant en mijn noba zien kop. Dat wanneer ik ook zijn smaak het grote afgatshuis had, dan wordt God am ook zo zeggen als hij mij heeft. Ik wil dat niet. En zo we moesten dat weg, we moesten dat bing.
Und dort waren irgendeine Segnung ans Weich kommen, dort wieder können sein, no, dort kommt nicht von dort Hus, was du hast, dort kommt von dem Gott, was wir serven dann. So, das erste Ding, zum Sieg haben, Leben als Jesus. Das zweite Ding ist, stem die Gedanken, was nähen kommen, stem die, dass die von Gott kommen, lernt das ab mit der Bibel. Wenn es nicht das, dann bing die und schmied die rüt. Das dritte Ding ist, vertusch die Geschichte, was dann gegen Kopf ist, mit einer neuen Geschichte. Philippa 4, Vers 8, Paulus sagt, finally, brethren, whatsoever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Vertusch de Geschichte, de oude Geschichte, wat die Zotan wel immer waren, hineinbrengen, vertusch de met Gott zijn woord. En fang an te denken van de dingen wat de waarheid is, wat de goud zijn, wat de reich zijn, wat de pure zijn, dingen wat de te loven gaan. You know, sehr vielmal sind onze deel al sehr handelen, sehr schlechter Anfang, ver we even ever sind, met onze feit op een vloer op te komen. Wenn wir haben irgendeine Geschichte, war das, was wir uns im Kopf anlassen. Das Leben ist so schwer. Was immer. Aber ich will uns challengen, dass wir diese Weg, die Geschichte, die Gedanken vertuschen wollen mit Gott sein Wort. Für Montag werden wir denken, greater is he that is in me than he that is in the world. Greater ist he, was in mir wohnt, dann die, wat aan een wild schafft. 1. Johannes 4. Für Dienstagsmorgens, ver wir even opstonden. Keine Versuchung ist mir angekommen, wo Gott nicht hat den wahrhaft gemerkt von, dass wir können siegreich fahren gehen. Das sind 1. Korinther 10, 13. Für Medwerk, du hast nicht rein kein Verdammnis an die, was an Jesus Christus leben. Römer 8 verscheint. Verdaardag, ik zie sehr Schmack. Mir ist Gott hat mir gemerkt. Auf Englisch sagt es in Psalms 139, 14, I am fearfully and wonderfully made. Zie, dit zijn de Gedanken, wat de Bibel sagt. Für Freitag, waar we verder opstaan und denken, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8, 31. Versinnend. Willst wie nach Sünder werden, dann starb Jesus all für uns. Römer 5, Vers 8. Versinnend. Ich sehe, ich gehe, zum eine Stede merken für die. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich die sein, wenn ich komme war 3 und ich werde die holen. Johannes Kapitel 4, Vers 2 und 3. Weil wir diese Gedanken, diese Geschichte in uns Leben haben. Und ich glaube, wir wollen uns wundern, wieviel leichter, wieviel mehr Sieg wir wollen beleben in uns Leben. Und zum Schluss jetzt, als die Israeliten ist 40 Jahre von Straf aufgeteilt, ausgesehen haben, wir in das Desert rumgegangen, viel Schwierigkeiten belebt. Und die waren reiten, nu wilden ze waren aan dat land gaan. Dan dat Joshua, something what Moses ook deed. En hij schickt waren 2 mannen. En hij schickt spies. En dan, in Jesua gelijk als dat dit kapitel 2, 8 bis 10. Zegt Rahab, die vrouw, dit is wat zij zegt. The dread of the Israelites is upon the residents of Canaan, for they have heard what God did for them at the Red Sea, and along the way, and their hearts are melting away. Ik kan me meest niet anders voorstellen als die spies dat gehoord hebben, waar ze teruggedacht hebben, 40 jaar terug.
Al disse jaren hadden zij moest door een woeste ram gaan. En zij hadden, wegen zij gedacht hadden, dat de Kenites dachten, zij waren grasshoppers. Dat waren Lanus. Wat de Kenites actually gedacht hadden, wir, ons God is niet zo groot als die. Ons moed is alleweg. Want die mensheid is champ met den God, wat die doen, dan tjavi du niet ging staan. En zo zij had nu, voor 40 jaar, in de woeste ram gegaan. Had over 100 begrafenissen den dag gehad. Rein jeder dag. Because de mensheid moest sterven. Dus God verstroof. Alles, wegen zijn liebe, ze hadden dat geglaubt, wat de Satan ihnen gesagt had. Wat van waste. 40 jaar in de woeste span. Wenn die hast die wat laten aanbouwen, billen van vriend. Nou, wanneer die leven, so steht es, die wordt gleich wieder nicht sich zu haben, wieder in die Wüste zu gehen, das ist auf einmal up to die. Das ist up to die. Aber wenn die das in Auland ist, du es sich. Wenn Jesus hat den Sieg reingemacht für uns. Und wenn wir uns wollen mit ihm erfüllen und mit seinen Gedanken am anfallen, dann wird er sich sein in ons Leben. So die 3 Dinge zum Sieg haben in unsere Gedanken ist, Jesus ist die Antwort. Kommen diese Gedanken, von wo kommen die her? Wenn es nicht von Gott kommt, dann bin dort. Und der 3. Ding ist, tüchte je sich am. Der oude je sich vertuschte mit something what er so ist. Wir noch beten. God, I just want to come to you tonight, this morning in Jesus' name, and I thank you for your word. I thank you that, first of all, you died for us, and that you loved us, and that you have provided a way for us to live in this life, not only as saved people, but as people that can live in such a way that it honors and glorifies your name. Not because of our own merit, our own abilities, but because of what you have accomplished. Thank you, God, for that. I pray that you would be with me this week and with everyone here. Help us to identify and bind those thoughts that are not from you, that do not line up with your word. Help us to bind them and send them back to hell where they belong. God, we pray that you'd help us to replace the narrative in our minds. The narratives of, I'm not good enough, or whatever else Satan tries to plant in our minds, with your word and with your truth. Jesus, I pray that as a group of believers, we would be strong, we would be victorious, and we would be a shining light and example of what it means to serve you 7 days a week. In Jesus' name I pray. Amen.